Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video über einen, ja sagen wir mal, speziellen TikTok-Account. Letzte Woche habe ich ein lustiges Video über TikTok gemacht und während ich das Video gemacht habe, habe ich leider auch auf der App selber TikTok umstöbern und da ist mir ein Account irgendwie speziell aufgefallen. Auf TikTok heisst der Account Wieso Stefan und macht so lustige Videos wie zum Beispiel das hier. Ich zeige euch heute einen kleinen Lifehack, wie ihr im Büro oder in der Schule schlafen könnt, ohne dass es auffällt und jemand merkt. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Klebstreifen, ein Schere und ein Drucker mit Papier drin. Voilà, fällt niemandem auf. Ja, ich meine, wenn alle Videos so wären, dann wäre das ja halb so wild. Dann müsste jetzt kein Exposed-Video darüber machen. Aber es sind eben nicht alle Sachen, die er öffentlich auf TikTok macht, in Ordnung. Nur mal kurz zur Erklärung. Der Account vom Stefan, der hat nicht immer im Stefan selber gehört. Der Account, der ist vorher der offizielle Account von Venti gsi. Venti ist der Versuch vor 20 Minuten bzw. Tamedia gsi, etwas ähnliches wie Ringier mit Easy zu haben. 20 Minuten hat mit Venti die Jugend auf den sozialen Medien mit Infotainment so erreichen, wie das eben zum Beispiel auch Easy mit dem Super Sedi schafft. Das ganze Projekt Venti ist im April 2019 gestartet und hat mit charismatischen Moderatoren so eine grosse Reichweite erreichen wie zum Beispiel eben Easy. Aber wieso heisst denn nicht einmal ein Jahr später der TikTok- und Instagram-Account von Venti einfach aufs Mal Wieso Stefan? Ganz easy Antwort. Das Ganze ist vor 20 Minuten bzw. Tamedia am 21.01.2020 eingestampft worden. Aber wieso macht der Stefan weiter? Wieso, Stefan? Wie ihr vielleicht gemerkt habt, passiert auf diesem Kanal nicht ziemlich viel. Damit das Ganze aber nicht für nichts war, weil das wäre ja mega schade, wenn jetzt einfach alles für nichts gesehen wäre, tue ich den Kanal einfach noch ein bisschen weiterhin bespielen mit mega lässigen Inhalten. Okay, dann hätten wir das geklärt. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Kritikpunkt von dem Video. Der Stefan macht ja Videos auf TikTok. Auf der Plattform sind laut diversen Statistiken die jüngsten User von allen sozialen Medien unterwegs. Dass Zuschauer jung sind, ist ja eigentlich noch nicht wirklich so ein Problem. Nur, dass man halt so ein bisschen eine Vorbildsfunktion hat. Aber wieso Stefan, der juckt das nicht so sehr. Er macht nämlich Videos, die ihr vielleicht schon kennt, wie das hier. Es gibt einen geheimen Code, wie man beim Select-Automat einfach alles rauslassen kann. Nämlich gebe ich zuerst die Nummer ein, die ihr auch wirklich rauslassen wollt. Das ist jetzt zum Beispiel das 11. Dann gebe ich hier ein, zuerst 119455. Also 9455 ist quasi der Code, den ihr nach dieser Nummer eingebt. Und voilà. Gratis Chips. Ja, dass das Video absolut fake ist, das hat der Mark Galaxy in einem Video auch schon mal gezeigt. 11 9455. 2,50 Franken. Ich würde sagen, funktioniert nicht. Wenn es jetzt nur ein solches Video vom Stefan geben, dann würde ich den Spaß ja noch so ein bisschen verstehen. Aber nein, er hat 10 von diesen Videos gemacht. Ich zeige euch heute, wie ihr gratis Tageskarten lösen am Billetautomat. Darum zeige ich euch, wie ihr gratis an Kaffee von Starbucks kommt. Ich zeige euch, wie ihr mit einem kleinen Trick niemand für eure Einkäufe zahlen. Ich zeige euch, wie man gratis Lime fahren kann. Ich zeige euch heute, wie ihr in einem Einkaufsladen zu einem Wägeli kommt, obwohl ihr keine Münze dabei habt. Ich kenne einen Hack, wie man seine Instagram-Follower verdoppeln kann. Es geht mir hier vor allem darum, dass er die zum Teil wirklich sehr jungen Leute, die das vielleicht nicht auf Anhieb verstanden, in diesen 10 Videos ja, so ein bisschen verarscht. Jugendliche und eben auch Kinder tendieren auch viel eher dazu, das Ganze zum Beispiel aus dem Motiv Neugier einfach mal auszuprobieren. Und der Stefan, der fordert in seinen Videos ja indirekt dazu auf, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Es gibt einen geheimen Code, wie man beim Select-Automat einfach alles rauslassen kann. Bei dem Select-Video würde ja am Automat einfach gar nichts passieren. Und das wäre ja auch nicht so schlimm. Aber es gibt eben auch Videos, die sind ein bisschen problematischer, sagen jetzt einfach mal. Einerseits gibt es das Video hier. Ich habe auf TikTok gesehen, wie ihr euer Licht nur mit Hilfe von Klatschen könnt an- und abstellen könnt. Nämlich braucht ihr für das nur etwas Spitziges, Metallisches, wie eine Nadel.
Das könnt ihr hier bei eurem Lichtschalter auf der Seite reinstecken. So. Und durchs Klatschen, durch die Vibration, tut dann das Licht an- und abstellen. Ich zeige euch das kurz. Voilà. So einfach ist es. Magie! Der Stefan zeigt da auf TikTok in seinem sehr jungen Zielpublikum, wie man mit einer metallischen Nadel seine Steckdose zu einem Smart Licht macht. So nicht, mein Junge. Ja, es ist ja nicht so, dass alle Personen ihm davor würde abraten, in Kindern so etwas zu zeigen. Nein, das ist nicht so. Nein, aber jetzt mal ehrlich, es gibt ja sicher witzige Videos vom Stefan auf TikTok, aber ich weiß wirklich nicht, wie man so etwas Gefährliches kann uploaden. Machen wir doch gerade mal ein halbwegs realistisches Beispiel. Also, wenn das auch nur gerade 0,5% von diesen 23'000 Leuten, die das gesehen haben, nachmachen wollen, dann würden das 115 Leute einmal probieren. Und wenn unter diesen 115 Personen auch nur eine einzige Person drunter ist, die es falsch verstanden hat, weil er zum Beispiel zu jung ist, dann könnte die Person einfach einmal einen Stromschlag bekommen, was unter Umständen tödlich kann sein. Ja, also wirklich nicht schlecht, Stefan, beziehungsweise Venti. Nice. Zu dem Zeitpunkt, also am 18. Januar, wo das TikTok abgeloadet wurde, hat es Venti dann übrigens offiziell noch gegeben. Also da geht auf jeden Fall auch ein Gruß raus an die Redaktion von Venti. Und da habe ich noch das letzte Video rausgesucht, wo ich irgendwie auch das Gefühl habe, das geht so nicht klar. Hier das Video. Ich bin mir sicher, jeder hat schon mal etwas vergessen, scannen an der Self-Checkout-Kasse. Ich zeige euch wieder mit einem kleinen Trick, niemand müsst für eure Einkäufe zahlen. Das haben wir einen klassischen Wocheneinkauf. Scannen. Okay. Dann drückt ihr Kartenzahlung. Und dann gibt es hier so einen Code. Ihr müsst einfach so oft wieder 0 drücken. Und dann setzt es irgendwann automatisch zahlen. Voilà. Hier gibt es sogar einen Beleg. Voilà, für immer gratis einkaufen. Ja, für die meisten von uns ist es natürlich klar, dass das Ganze wieder absolut fake ist. Er hat auf der Seite einfach seine Karte hergehabt und kontaktlos gezahlt. Ich finde ehrlich gesagt aber auch, dass das Video auch nicht klar geht. Er zeigt den Leuten einen Trick, wie sie nie mehr müssen zahlen müssen. Also eigentlich übersetzt, dass sie an der Coop-Kasse stellen. Wenn ich dir wäre, Stefan, dann würde ich ein bisschen besser aufpassen. Nicht, dass du wie in Artikel 24 vom Strafgesetzbuch beschrieben, deine Follower zu einem Diebstahl anstiften. Und wirf den Blick auch noch gerade auf den Artikel 28 vom StGB. Das könnte dann für dich in dem Fall sicher auch noch relevant sein. Das wäre es in dem Fall auch schon gewesen mit dem Video hier. Schreibt mir wirklich gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr Lust habt, abonniert doch den Kanal komplett und völlig Gratis. Kuss geht raus und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn ihr entfolgt, dann steckt ihr euch logischerweise alle mit dem Coronavirus an. Oh Mann, Alter.